Mit der ersten Bahn kommt heute auch Hüttenwirt Hans-Jörg Barth auf die Zugspitze. Zusammen mit den Helferinnen und dem Einkauf für die nächsten Tage. Ein paar Tage bin ich jetzt im Einsatz und dann schleiche ich mich wieder. Das ist doch eine lange Zeit, aber eine schöne Zeit. Aber das Alter halt, spannst noch schön, jetzt wäre ich 75. So benannt bin ich natürlich nicht mehr wie früher. Aber es geht schon noch, solange man gesund ist. Sohn und Tochter machen inzwischen in 4. Generation die Hauptarbeit. Der Gipfel ist jetzt noch in Ruhe. Es ist eine blöde Hütte eigentlich. Weil wir bringst die Bahngäste und mit den Bergsteiger unter einen Hut. Der Bahngast fühlt sich benachteiligt, der Bergsteiger fühlt sich benachteiligt, weil auf Nacht nicht die ganze Karten da ist. Sonst auf Nacht möchte der möchte sowieso am liebsten in der Stunde hocken, die 100 Jahre alt ist. Und so das Erste ist, wo ist die Dusche. Dann sage ich, wisst ihr, wie das Wasser raufkommt? Wir haben keine Quelle, nichts. Wir fahren das Wasser wird mit der Bahn in 3000 Liter Tank wird's raufgefahren. Dann müssen wir das rüberpumpen. Und dann geht es wieder 17 Kilometer wieder Abwasser nach Garmisch-Partenkirchen. Wegen einmal duschen. Ob das überhaupt sein muss, wegen einer Nacht. Die Tochter Theresa richtet das Lager. Aus welcher Zeit stammen denn die Katakomben? Boah, die sind schon ganz lang. Ich weiß gar nicht genau, wahrscheinlich aus den 60er Jahren vielleicht, so ungefähr. Die haben immer mal wieder was umgebaut. Und früher war das Zimmer noch extra eins für irgendeinen vom DAV. Das hat man immer frei halten müssen, für irgendeinen hohen Vorstand oder was. Wir haben ja nicht mehr viele Plätze und die sind jetzt ganz neu gemacht worden. Ich finde die eigentlich ganz schön, sind ja doch recht gemütlich. Zwar ein bisschen kalt, aber geht schon für eine Nacht. Den Leuten gefällt es, glaube ich, ganz gut. Sind immer ganz begeistert, wenn sie es sehen. Weil früher war es schon ein bisschen kreisliger. Jetzt sind sie schön. So dient das Münchner Haus heute noch als Schutzhütte auf Deutschlands höchstem Berg, der längst zum Ausflugsziel geworden ist. Mitten im Meer von hunderten Gipfeln der Nordalpen. Jetzt verwandelt sich die enge Küche zur Kommandozentrale, in der die ganze Familie rund um den alten Holzofen in den nächsten 6 Stunden versucht, alles satt zu bekommen. 4.000 bis 5.000 Menschen kommen an schönen Tagen herauf. Dem Münchner Haus folgten 3 Bergbahnen und so wurde der Gipfel zum Massenziel. Inzwischen auch mit der höchsten Bratwurstbude Deutschlands, steil über dem Zugspitzplatt, von wo der leichteste Aufstieg heraufführt. Ich bin total glücklich, noch leicht am Zittern. Eigentlich Höhenangst wie Sau. Kommen jetzt heute von der Knolte hoch. Also auch was für ein Kreislauf gewesen, definitiv ein Adrenalinspiel. Ich bin heilfroh, dass ich es geschafft habe. Wir übernachten heute hier und morgen steigen wir wieder ab. Selbst die Alpendohlen haben sich an den Betrieb gewöhnt und gewinnen ihm positive Seiten ab. So mischen sich Ausflügler mit denen, die hungrig und durstig nach dem langen Aufstieg auch einen Platz am Münchner Haus ergattern. Und wenn man dann hier ankommt, wie ist das? Na, erzähl. Ich habe schon unten gedacht, bei der letzten Hütte, man fühlt sich so besonders. Und dann kommen so viele Leute und man denkt, okay, davon darf man sich aber nicht ärgern lassen. Genau. Und dann kommt man hier hoch und es ist tatsächlich alles voll und habe ich tatsächlich so nicht erwartet. Am Klettersteig zum eigentlichen Gipfel ist jetzt Dauerstau. Hier kommt der schwierige Steig durchs Höllental hoch. Der erste Schnee des Jahres hat die Herausforderung noch einmal erhöht. Servus, wie geht's? Gut. Ja, schafft. Wenn man in Bayern sagt, well done, brav war's. Aber man ist trotzdem stolz, wie man es gegangen ist. Ein Traum. Ein wunderbarer Traum. Die Anziehungskraft des Ortes ist heute noch größer als früher. Naja, die Zugspitze, sage ich mal, hat ja einfach, da ist ja einfach schon dieser Mythos oder Ruf, dass es einfach der höchste Berg Deutschlands ist. Und da muss man einfach mal hoch. Als Bergsteiger oder als Bergbegeisterter, irgendwann zieht es dich an. Ne? Als Stützpunkt für eine der anspruchsvollsten Touren Bayerns über den Jubiläumsgrat war das Münchner Haus lange die Notfalladresse. Bis heute ist der Grat ein Brennpunkt für die Bergwacht. Wir haben es natürlich leicht. Ne? Mit dürfen wir gar nicht mehr gehen. Wir rufen Bergwacht an, die kommt mit dem Hubschrauber und dann sind die weg. Aber mein Vater hat die früher, ich weiß noch als Bub, wenn der Leichensack vorne rausgestanden ist, das war schon irgendwie brutal. Das hat mein Vater auch, das war ein ganz wacher Mensch, das hat ihn auch mitgenommen.
die ganzen Totenbergungen und Verletzten. Ja, der Schutzengel vom Höllental haben sie ihn genannt. Das war er. Er hat Leute draufgeholt. 356 Lebensrettungen. So ist das Münchner Haus untrennbar mit der Geschichte der Familie Barth verbunden. Der erste war der Großvater. Der damals legendäre Zugspitzvater ist 1931 in einer Winternacht wenige Schritte vom Haus tödlich abgestürzt. Aus Protest gegen den Bau einer Touristenunterkunft hatte sich die neue Sektion Bayerland von der Alpenvereinssektion München abgespalten. Mit dem Wetterturm steht das Gebäude unter Denkmalschutz und wird seit auch schon fast 100 Jahren von der Familie bewirtschaftet. Der Sohn Toni. Die Hütte hat was Besonderes, ja, weil ich halt schon als Bub herum war. Und ja, da habe ich draußen meine Kindheit verbracht im Sandkasten. Habe da gespielt und alles, was jetzt nicht mehr möglich war. Wenn die letzte Bahn gefahren ist, dann wird es ganz ruhig draußen. Das ist schön. Das muss man schon genießen, in der Früh auch. Und deswegen morgen ist er wieder älter. Ja, denke ich auch. Wie geht's denn jetzt? Mir? Total geil. Jetzt zittert er ja auch nicht mehr. Jetzt zitter ich nicht mehr. Klo. Ja, das ist unglaublich. Erstmal dieses Erlebnis zu haben, hier oben es überhaupt geschafft zu haben auf dem Gipfel. Und dann natürlich jetzt die Ruhe, wenn jetzt der letzte Tourist wieder runtergefahren ist mit der Bergbahn und wir jetzt quasi für uns die untergehende Sonne genießen können. Das ist natürlich ein Hammer. Oder noch ein Bierchen drauf trinken? In der alten Stube ist, wie fast an jedem Tag, auch diesmal noch ein verspäteter Gast eingetroffen, der die letzte Bahn verpasst hat. Und wir beginnen. Das hat mir heute gerettet. Also auf jeden Fall, weil der war schon zu spät, etwas zu machen. Und hier habe ich gefunden, nette Leute, nette Küche, nette, also Kommando. Das ist etwas Besonderes. Also ich sage herzlichen Dank für diese Unterkunft. So nehmen alle, die hier waren, wieder besondere Eindrücke mit von ihrem Aufenthalt. Die Wanderer aus Kassel nutzen nun lieber die Seilbahn hinunter zum Platt, mitten im Gipfelmeer, an dem sich Hans-Jörg Barth bis heute nicht satt gesehen hat. Da, wo ich schlafe, im Schlafzimmer, da habe ich keinen Vorhang dort, dann ist das kleine Fenster. Und jetzt, wenn ich bei den Fenstern ausschaue, ist es jeden Tag ein Büdler, ein schönes im Rahmen. Bloß ist jeden Tag anders. Seit 40, 50 Jahren sehe ich jetzt jeden Tag ein Panorama, den Rahmen drinnen, dem Fenster. Das ist faszinierend. Also ich bin schon gern herum, muss ich sagen. Ich schlafe auch gut herum. Das Bier schmeckt mir auch herum, besser wie drin. So ist es halt doch etwas Besonderes, dieses alte Haus, 2500 Meter über München.